immer was von der Flinte, gell? Hä? Und er macht ein bisschen Wind da, gell? Er macht ein bisschen Wind. Na 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 na. Für die Ewigkeit. Servus, servus. So, erstmal den Sound leiser machen. Und da ist ja kaum zu glauben, die Phasen ändert. Erstmal Servus an die Mara, die auch da ist, die ein bisschen kränklich ist, deswegen ist sie heute ein bisschen ruhiger. Servus zusammen. Servus. So, Leute, kaum zu glauben, wir haben einen neuen Trainer. Bin fassungslos fast. Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt. Ich habe mich ja auch lange gegen das Video gesträubt, was ich heute rausgehauen habe, aber habe es ja dann doch rausgehauen. Wild. Der Uli also nichts mehr dagegen gehabt, oder was? Ach, herrlich. Mach an. Wie mach an? Also frech. Frech, frech, frech. Dit, 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 dit. Antagon, danke für dein Prime im 3. Monat. Gut gealtert, ja, mein Gott. Kalle hat ja gestern schon bestätigt, war? Der bestätigt ja auch nichts, wenn der Uli nicht seinen Segen gegeben hat. Ja? Will ich jetzt behaupten. Gut, erstmal Servus an alle, ne? Wir gehen gleich mal rein, so was ich weiß nicht, ob noch ein PK noch geplant ist. Ich gehe eigentlich von aus, aber bisher habe ich noch keine Infos dazu gefunden. Vielleicht kommt noch was, heute oder morgen. Ansonsten gucken wir uns gleich mal hier die Phrasen an, die so gepostet wurden zur Trainer-Vorstellung. Und es gibt ja auch so einen 2-Minuten-Clip auf dem Bayern-Kanal, da können wir auch mal reinschauen. Oder ansonsten bin ich einfach mal auf ein paar Meinungen gespannt zum Kompanie. Ja? Ich habe meinen Take ja vorhin schon rausgehauen, wer es gesehen hat. Ansonsten haue ich das hier gleich nochmal raus. PK morgen um 11. Notsport 1. Ja, sehr seriöse Quellen alle. Ja, alles gut. Wenn, dann steht's ja. Ich kann ja mal kurz gucken, vielleicht steht da mittlerweile was. Wenn, wird's ja auf dem YouTube-Kanal angekündigt beim FC Bayern. Oder auf dem Bayern TV, da habe ich ja auch ein Abo. Wir werden es nicht verpassen. Wa? Bin sehr gespannt, was er für einen Eindruck macht. Das Bild ist ja schon mega.
Also wenn ich den Kompanie so sehe, würde ich sagen, ist der kleine Bruder von Check Attack, oder? Shaquille O'Neal, wenn ich weiß, was ich meine. Ja? Der kleine Bruder. Bisschen schmaler, aber bei unseren kleinen Jungs, die da rumstehen, sieht schon witzig aus. Ach, herrlich, ey. Grüße aus Luzern, Grüße zurück und Grüße nach Frankreich. Salüt. Salüt. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Ich kann alles, aber nicht Französisch, ey. Zumindest nicht sprechen, sagen wir es mal so. Ach ja, herrlich, oder? Gute Entscheidung für dich, besser als Nagelsmann. Das werden wir sehen. Flick zurückholen oder Rangnick. Ja, ich denke auch, ich habe es ja auch gesagt in meinem Video schon, einfach mal jemand Neues von außen. So, weißt du, der unbefangen ist. Ich meine, das war jetzt auch nicht mehr, du konntest jetzt nur noch so eine Art Trainer rausballern. So, nochmal, wer hätte sich jetzt sonst darauf eingelassen nach den Absagen? Als so ein junger, heißer, der Bock hat. Und von daher denke ich, ist das schon eine gute Wahl. Aber das werden wir sehen, wenn er da ist, ne? Welche Art Fußball ihm vorschwebt und so weiter. Aber das werden wir dann auf der PK hören. Ne? Von daher. Kompanie brennt für den Verein. Das werden wir sehen, ob er für den Verein brennt. Dass er Bock hat, sich zu zeigen beim Topverein, sollte klar sein. Bin sehr gespannt. Mich freut es ja, dass es jemand geworden ist, der von Anfang an auf Ewalds Liste stand. Ich dachte, du bist krank. Die Sprüche kann ich trotzdem nicht lassen. Frech. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt Taktikvideos von Vincent Kompany reinballern muss oder sonst was. Ich denke, wir können es am besten beurteilen, wenn er da ist. Das ist immer so, ne? Ich meine, guckt euch einen Tuchel an, guckt euch irgendwelche anderen Trainer an, die bei uns waren. Die haben auf einmal auch ganz anders Fußball spielen lassen oder Gedanken im Kopf gehabt wie vorher. Da kannst du dir jetzt Taktikvideos angucken, wie du lustig bist. Ich denke, wichtig sind erstmal seine Aussagen, die er dann auf der PK hoffentlich tätigen wird. Wenn es überhaupt in der PK so tief in das Thema geht, das werden wir sehen. Und ansonsten werden wir es sehen, wenn er im täglichen Training ist, wa? Wenn wir dann die Vorbereitung starten, wenn das erste Spiel da ist. Ich denke, dann können wir den Kompanie beurteilen. Ob er passt, ich denke mal, er wird schon zu der Philosophie passen, die sich zumindest Eberl und Freund vorstellen. Ja, weil das sind unsere Sportgurus. Und der Rest ist Wumpe. Ja, der Rest ist einfach Wumpe. Das muss einfach harmonieren zwischen den dreien. Die müssen das Gleiche wollen. Auch das Gleiche kadermäßig wollen. Da bin ich sehr gespannt die kommenden Wochen. Und dann kann da was entstehen. Es muss nicht, aber es kann natürlich. Ne? Aber das wird natürlich auch kein einfacher Gang, dass man jetzt sagt, oh ja, man hat jetzt einen jungen Trainer, der Bock hat, der heiß ist, der ein erfahrener Spieler war und so weiter. Das heißt nicht, dass das jetzt so eine Love Story wird wie mit Alonso in Leverkusen. Ne? Also da muss man auch drauf gefasst sein. Wird viel davon abhängen, wie der Kader jetzt gestaltet wird, denke ich. Ne? Wenn die Bosse zusammenhalten, kann man die voll und bedingungslos unterstützen, kann das super werden. Ja. Kann. Kompany ist ein super sympathischer Trainer und ich bin überzeugt von seiner Spielweise. Er wird es rocken. Ja, ich werde mich natürlich jetzt hier mit Prognosen zurückhalten. Ne? Ich habe das einmal gemacht beim Tuchel und bin derbe auf die Fresse gefallen. Von daher bleibe ich bei meiner Aussage. Ich beurteile das, wenn er dann da ist. Ne? Wenn wir ihn sehen. Wenn wir die Spielweise auf dem Platz sehen. Ich habe beim Tuchel auch so viel gehofft und es ist nichts passiert. Also es wird wohl morgen eine Pressekonferenz um 11 Uhr geben. Steht auch so auf der Website. Ja. Ja, haben wir schon hier festgestellt. Wie groß ist Kompanie? Ja, google doch mal.
Ich würde sagen, größer als Max Eberl und kleiner als Check Attack. Ja, mit 38 könntest du auch als Spieler durchgehen, das ist vollkommen richtig. Jetzt den Herr in Ruhe arbeiten lassen. Ja, das wird halt wichtig werden, ne? Servus, ihr Bazis. Grüße an die Mara-Regierung. Lässt alles auf dich zukommen. Ist auch die richtige Einstellung. Anders geht's ja nicht, ne? Ja, so Sarkasmus kannst du dir schenken hier, wa? Also. Sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, Kompanie war von Anfang an der Wunschtrainer, kannst ja nicht bringen. Ja, dann hättest du nicht mit den 3 anderen Trainern, die man bestätigt hat, waren ja wahrscheinlich noch der ein oder andere mehr gesprochen. Also das ist ja auch dumm. Ja. Klar, der Eber kann das jetzt so hindrehen, dass Kompanie immer sein Trainer eigentlich war und die anderen Trainer von anderen Herren vorgeschlagen wurden und dass erstmal mit denen gesprochen wurde. Ja, na klar, das muss man auch öffentlich so machen, das ist alles völlig fein. Ja, du musst den Trainer jetzt halt einfach stärken. Das ist völlig okay. Ja, aber jetzt hier diesen Sarkasmus, er wird performen wie Klinsmann oder sowas. Kannst du dir schenken, wa? Willst du hier kein Trigger mit auslösen. Aber die brennt auch unser Vorstand mal mehr wie 24 Monate für Vince Company. Das wäre schon schön, wenn es mehr wie 12 werden, oder? Weil dann sind ja ein paar Trainer auf dem Markt. Sehr wahrscheinlich. Ich glaube, das wird so der Knackpunkt werden. Bist mega enttäuscht, weil es doch hieß, das Beste kommt zum Schluss. Aha, warum ist denn der Company nicht das Beste? Company ist mit seinem englischen Club abgestiegen. Ach du Scheiße! Echt jetzt? Was machen wir denn jetzt? Steigen wir jetzt auch ab? Spielen wir jetzt gegen den Abstieg oder was? Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich jetzt Kacke. Ey, Scheiße. Komm, lass den wieder rausfeuern, oder? Ist ja abgestiegen mit einer Mannschaft, die absolut keine Chance in der Premier League hatte. Was machen wir da jetzt? Scheiße. Sollen wir vielleicht mit Bochum tauschen oder was? Mann. Kacke, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ne? Mein Fehler. Alter Paddy, ey. Ich finde es auch gut, dass es wer Neues ist. Klar ist es ein Risiko, aber alles, was ich so gelesen habe, an Videos gesehen habe, sah alles ganz gut aus. Wenn er jetzt noch die Rückendeckung und Unterstützung bekommt, hat er auf jeden Fall Potenzial, aber das bleibt abzuwarten, weil Bayern ist halt nicht Burnley oder Anderlecht. Ja, aber Fußball ist am Ende Fußball. Nein, das muss man auch mal ganz klar sagen. Man muss halt nicht immer alles so überbewerten. Klar, die Medienlandschaft ist natürlich ein Arschloch. Ja, da wollen wir nicht drüber reden. Ansonsten müssen die Verantwortlichen halt einfach mal ein bisschen die Füße stillhalten. Dann ist alles möglich, denke ich. Wer könnte Kim und Upa besser verbessern als Vincent, einer der besten IV? Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Naja, er wird den Umbruch ja nicht schaffen. Den Umbruch muss schon Max Eberl schaffen, ne? In Abstimmung mit dem Trainer, aber das ist natürlich nicht die Aufgabe des Trainers. Ja, also bei mir hat er auf jeden Fall eine faire Chance. Ich habe es ja die ganze Zeit gesagt, mir ist der Trainername am Ende des Tages völlig egal. Der Trainer muss zur Philosophie passen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Kompanie ein Trainer ist, der irgendwie Bock hat, Talente zu entwickeln, aber ich denke, das muss er ja auch schon plausibel verkauft haben bei uns. Weil das wird ja auch ein bisschen Grundvoraussetzung sein für die Zukunft. Von daher. Aber ja, ist aber auch klar, dass es jetzt diese, habe ich ja in dem Video auch gesagt, dass es jetzt diese 2 Lager wieder geben wird. So die einen, wie kannst du den Trainer verpflichten, der abgestiegen ist auf der Premier League? 0 Erfahrung, was will der bei uns? Ja. Könnt ihr mal nachgoogeln, was ein Alonso gemacht hat, bevor er nach Leverkusen gegangen ist. Also, irgendwann muss man halt auch einfach mal neue Wege gehen. Ich meine, wir haben die letzten Jahre alles versucht. Ja? Wir haben Ancelotti da gehabt, wir haben Nagelsmann da gehabt, wir haben Tuchel da gehabt. Du hast die volle Palette da gehabt an Trainern. So, also, dann nimm doch jetzt mal irgendwie eine Wundertüte
Und feuerfrei. Kompanie als Abstiegsträger Maxi 16er Training. Ja, genau sowas meine ich. Ja. Das ist eine sehr fundierte Meinung, denke ich. Aber am besten gehst du dann auch zu den 60ern. Ich glaube, da bist du besser aufgehoben. Werner, servus. Kann mich nicht erinnern, dass Bayern so einen unbekannten Trainer geholt hat. Ja, kannst du ja einen Klinsmann nennen, wa? Ich denke, Cleansey war noch weniger. Einzige, was ein Cleansey gemacht hat, war, er war das Figur oder das Gesicht der Nationalmannschaft. Die Arbeit hat ja alles Jogi gemacht gehabt. Und dann hast du einen Cleansey geholt. Der meines Erachtens noch weniger Erfahrung hatte. Machst du auch sowas wie Schalke Dreisel Livestream? Was ist denn Schalke Dreisel Livestream? No-Name-Trainer für Bayern, was los? No-Name-Trainer? Ist der unbekannt? Hat der keinen Namen? Mach mir Sorgen um das Finale da home. Eieiei. 1,90. Aha. Wieso kannst du keine Liegestütze-Punkte mehr ausgeben? Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass das deaktiviert ist. Dann muss ich das mal aktivieren. Was ziemlich frech wäre. Deaktiviert wäre, ne? Sind wir ehrlich. Müssen ja jetzt für eine Kompanie hier vorlegen. Guck mal eben rein. Da, 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 da. So. Liegestütz-Challenge. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine richtig geile Richtig gute Idee ist das, ne? Finde ich auch, eine richtig gute Idee. Von Alma. Ja, also jetzt darauf rumzureiten, dass er abgestiegen ist, wie gesagt, an alle Zweifler, googelt mal, was ein Alonso gemacht hat, bevor er nach Leverkusen gewechselt ist. Nur mal so als kleinen Input. Ich weiß, schwer vorstellbar, ne? Zacki Racki. Aha. Ja, wir reden jetzt hier nicht über den Tuchel. Über den Tuchel habe ich 1,5 Jahre genug geredet. Kannst du dir gerne angucken auf meinem Kanal oder auch nicht. Da gehe ich gar nicht drauf ein jetzt hier. Ich bin schon sehr erleichtert, dass der neue Trainer Kompany ein echt moderner Trainer, die schlimmen und schweren Wochen an der Seemer Straße sind endlich vorbei. Eieiei, das werden wir sehen, wa? Was der Jürgen Klopp macht, ist mir eigentlich scheißegal. Wild. Kompany mal mit sehen, viel wichtiger ist der dringend benötigte Umbruch. Ja, was heißt viel wichtiger? Es ist auf jeden Fall ein Teil, der dazugehört, ne? Ja, na sicher wird die Frage gestellt werden, aber mein Gott, am Ende des Tages ist es doch wurscht. Er ist froh, dass er da ist.
Ich persönlich bin froh, dass wir einen Trainer haben. Ich persönlich bin froh, dass es nicht Hansi Flick ist. Ja. Dass es ein Typ ist, der einfach mal neue Impulse in dieses Team bringt. Ich glaube, das könnte gut werden, aber wir werden es erleben, ne? Aber warum nicht? Dun, 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 dun. Ach, herrlich. Ja, ich lese nicht alles vor. Ich lese hier viel dummen Scheiß gerade. Den lese ich gar nicht vor, Leute. Das ist mir das Niveau einfach zu tief, Alter. Aber ich nehme natürlich eure Meinung mit, wa? Haut eure Meinung gerne raus, wenn ihr einfach die Meinung habt, gönnt euch. René, Grüße zurück. Es hat mich ein Teil meiner Nerven gekostet, das Relegationsrückspiel. Ich habe vor dem Spiel nicht dran geglaubt, dass das Bochum da nochmal rauskommt, aber war wild. Kurzer Ausflug, ne? Wer weiß, vielleicht schlägt der Kompanie ja genauso ein wie Klopp oder Alonso. Ja, wie gesagt, irgendwann musst du den Trainern oder den kommenden Trainern ja eine Chance geben. So, hätte Leverkusen Alonso nicht die Chance gegeben, wäre Alonso auch nicht da, wo er jetzt ist, oder? Ob das bei Kompanie genauso läuft oder ähnlich läuft, ja, keine Ahnung, das werden wir sehen. Das kann auch voll in die Hose gehen, natürlich. Ja, aber dann ist das so. Ja. Dann ist das einfach so. Anton Reiser, dann empfehle ich dir doch einfach so lange keine Bayern-Spiele mehr zu gucken, bis der Trainer irgendwann wieder weg ist und du einen kriegst, der dir passt. Ja, weiß ich nicht, komme ich da bestimmt noch hin, dann sage ich da was zu. Großer Umbruch erfordert aber auch viel Geld. Die Frage ist, ob unsere Spieler so gewinnbringend verkauft werden können. Ja, was heißt denn gewinnbringend? Also ich habe es ja schon mal vorgerechnet, wenn du einfach mal die 5 Großverdiener, die 20 plus verdienen, plus Neuer und Müller, die nächstes Jahr sehr wahrscheinlich aufhören, abziehst, sparst du ja allein schon 140 Millionen an Gehältern ein. Jahr für Jahr. Ja. Ja. Und wenn du für einen Spieler 30 Millionen kriegst und einen anderen Spieler für 30 Millionen kriegst, dann ist doch alles gut. Ja, schlimmer als die Medien-Symposium-Diskussion, ja. Ja, ich weiß, dass da ein Kurzvideo am Start ist. Ich wollte nur erstmal so die erste Welle hier mitnehmen und dann werden wir uns auch gleich noch die Stimmen dazu angucken. Ob ich den BVB Samstag gucke, wenn es in meinen Zeitplan passt, auf jeden Fall, ja. Schluss mit den alten Herren beim FC Bayern, hoffentlich. Also mir persönlich ist das völlig wurscht, ob man Kompanie als Fan eine faire Chance gibt. Also wer dem Trainer keine faire Chance gibt, der ist halt kein Fan dieses Vereins. Punkt. Ja, können wir auch mal das von gerade aufgreifen. Also wenn sich jetzt hier jemand hinstellt und sagt, ja, nee, mit dem Trainer, nee, das passt mir nicht, nee, dann bin ich kein FC Bayern-Fan mehr. Ja, dann geh doch. Dann geh nach, was weiß ich wohin. Geh nach Leverkusen oder was. Fällt's dir da besser oder wie? Also, ich hätte Ralf Rangnick jetzt auch nicht gefeiert. Ja, ja, und? Da muss er damit leben. So, es kommt darauf an, wie die Arbeit dann ist. Ja. Also, solche Aussagen sind halt wild. Ja, Stan Lee, Alter, du kannst schon mal gehen. Tschüss. Junge. Naja, die ganze Geschichte hat sich ja jetzt auch ein bisschen gezogen. Also ich denke schon, dass da schon Gespräche stattgefunden haben, wie so die Vorstellungen bei dem einen oder anderen Spieler sein werden. Ja, mit dem Gruder finde ich auch ganz gut, dass wir da zumindest im Gespräch sind. Habe ich ja auch in dem Video gesagt, wer es schon gesehen hat. Ich fand ihn gerade im Hinspiel gegen uns super auffällig. Mal abwarten. Hab zumindest schon mal die Hoffnung, dass sich Kompanie nicht mehr so auf der Nase rumtanzen lässt wie die vorigen Trainer. Ach
Ach, ich weiß nicht, ob die sich auf der Nase haben rumtanzen lassen. Glaube ich eher nicht, dass ein Tuchel sich hat auf der Nase rumtanzen lassen. Wichtig wird halt sein, dass der Sportvorstand und der Sportdirektor zum Trainer stehen und nicht der Trainer alles moderieren muss. So, das wird der entscheidende Faktor sein. Ja, aber zum Glück sind wir nicht der FC Liverpool, sondern der FC Bayern, wa? So, Anton Reiser, für dich ist die Reise jetzt hier zu Ende. Das waren 4 Liegestütze, das waren 6, Kollege. Ja, ach, Leute. Ja, es kann doch sein. Ja, dann können die ganzen Leute sich doch da hinstellen. Nächste Saison können sie sagen, guck mal, ihr seid nur 6., 7., 8., weil ihr einen Trainer verpflichtet habt, der in der Premier League abgestiegen ist. Ja, dann gönnt euch doch. Ja, also. Weiß ich nicht. Jeder, der das so sieht, da sind wir wieder bei demselben Ding wie, ja, Brian Zaragoza kannst du direkt wieder abgeben, er kann Bayern-Niveau. Das ist ein und dieselbe Kerbe. Ja, das ist ein und dasselbe. Keine Ahnung. Na klar, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir brauchen nicht darüber reden, dass der Verein andere Vorstellungen hatte, was einen Trainer angeht. So. Aber dass es jetzt so eine Art Trainer werden wird, war auch klar. Und wir schauen einfach mal. Ich denke, vom Typ her ist ja schon mal einer, der passt. Ja. Wir brauchen auch mal wieder einen, der ein bisschen aus sich rausgeht, auch mal ein bisschen lauter wird vielleicht. Den einen oder anderen mal aufweckt. Ich glaube, das kann schon passen. Ja, WhatsApp, das ist halt so das Thema. Ne? Du musst es durchziehen. Und du darfst keine Zweifel aufkommen lassen. Der Vorteil, habe ich ja auch schon gesagt, ist, dass Eberl das ja bisher immer getan hat. Eberl war ja nie ein Sportvorstand, Direktor, der irgendwie den Trainer, selbst wenn er mal 3-4 Wochen nicht geliefert hat, direkt weggefeuert hat. Und das wird wichtig sein, ja, dass er sich dann auch gegen Uli Hoeneß durchsetzt. Und das hat er, glaube ich, mit der Trainerverpflichtung schon getan, würde ich behaupten. Ich glaube, er hat schon seinen Kopf da jetzt riskiert. Ich glaube, dass so ein Uli, so wie hier ein Großteil der Leute sagt, was? Willst du denn mit dem nächsten und in der Premier League abgestiegen? Von daher mal abwarten. Ja, brauchst du in der Haus, das hast du ja immer. Also. Mein Gott. Aber das habe ich ja gerade gesagt, das ist auch so eine gewisse Art von Menschen. Ja, man muss den Transfer nicht gut finden. 100% gehe ich mit. Ich finde ihn okay. Ja, ich maß mir da noch kein Urteil an, das machen wir später. Ja, aber das jetzt zu verurteilen, zu sagen, das ist nicht Bayern-Niveau oder sonst was, nee. Nee. Da seid ihr bei mir in der verkehrten Adresse. Aber wenn ihr das so seht, ist das für mich auch völlig fein. Kann jeder für sich sehen, wie er möchte. Ich bin da eher zuversichtlich, dass es, wie gesagt, jemand mal ist, der nicht in dieses Standardraster passt. Ja, einfach mal jemand, der frischen Wind da reinbringt. Das kann ganz gut sein, glaube ich. Kompanie wird 100% scheitern, weil sobald es Krise kommt die Kritik, weil er keinen Namen hat. Die Kritik kommt so oder so, wenn du 2-3 Spiele verlierst. Ist völlig egal, wie der Trainer heißt. So. Und hättest du jetzt, keine Ahnung, nehmen wir Mourinho als Beispiel, habe ich im Video auch gesagt, hättest du jetzt einen Jose geholt, wäre der Anspruch doch höher, als wenn du jetzt einen Kompanie holst. So, sehen wir doch gerade hier im Chat. So, wie viele Leute trauen dem Trainer denn was zu? Ja, so. Also immer mal abwarten, ne? Ja. Grandios. Den überlese ich einfach mal, den Tuchel-Take. Allgemein gesehen, Kompanie hat im ersten Saison perfekte Team zu seinem System gehabt. Bei Burnley im zweiten Jahr hat er nicht die Schlüsselspieler gehabt, deswegen abgestiegen. Keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Das ist mir persönlich auch völlig egal. Ja? Selbst wenn er nicht abgestiegen wäre, es wäre mir persönlich völlig egal, was der Trainer vorher gemacht hat und wie er vorher performt hat. Wichtig ist doch, was er bei uns machen wird. So. Ja, ich verstehe nicht immer, warum man jemanden daran misst, was er in der Vergangenheit erreicht hat. Wir müssen ihn doch daran messen, was er bei uns erreicht hat oder erreichen wird.
Guckt euch da an, wie viele Spieler wir verpflichtet haben, die bei uns den nächsten Stepper gemacht haben. Neben Ribéry, beste Beispiel. Hä? So. Hat auch vorher gesagt, jeder, was wolltest du mit dem? Völlig versauter Charakter, der kann gar nichts, ja. So, zu was hat er sich entwickelt bei uns? Und da gibt's halt ganz, ganz viele Beispiele von. Warum gilt das für Spieler und nicht für Trainer? Also, stehe ich immer nicht, diese Meinung. Ja, und es kann so sein, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, vielleicht sitzen wir in einem Jahr und sagen, Katastrophe. War der schlimmste Fehler, den der FC Bayern machen konnte. Ja, und dann ist das so und dann hast du nächstes Jahr 3, 4 Trainer auf dem Markt und ja. Ich wünsche es mir nicht. Ich hoffe, dass wir es durchziehen, dass es gut wird. Ja. Aber geht die Welt jetzt auch nicht von unter. Die nächste Saison wird so oder so schwer. Ganz unabhängig vom Trainer. Dass auch die halbe Mannschaft tauschen gut ist, so sieht's aus. Wer soll denn die Großverdiener kaufen? Zum Beispiel Hansi Flick in Barcelona. Ich glaube, der ist heiß auf den einen oder anderen Spieler. Junge, es gibt genug Leute, die Spieler kaufen, die viel verdienen. Nee, ich kann ihn halt auch nicht bewerten. So wie auch. Man muss sich mir jetzt auch keinen Taktik-Talk angucken, das bringt mich auch nicht weiter. Nochmal, es kommt doch immer darauf an, wie er bei uns performt. Haben doch die letzten Trainer gezeigt einfach. Ne? So, Tuchel kam bei uns nicht klar, woanders kam er super klar. Geh's durch. Die Liste. Die Liste ist lang. Ja. So, von daher. Glaubst du, der Kompany kommt mit dem Sané klar? Das weiß ich nicht. Was soll ich das wissen? Ich weiß nicht, ob die bei Manchester City gute Kumpels waren, ob er ihn nicht leiden konnte, ob er viel von ihm hält oder ob er ihn kritisch sieht, weil bei Manchester City hat er schon genauso gespielt wie bei uns. Nämlich meistens eine gute 3, 4 Monate und dann nichts mehr. Und das weiß ich nicht. Das werden wir doch sehen. Vielleicht überzeugt hier der Hansi davon, dass er gerne nach Spanien kommen soll. Und ja, wir werden es doch sehen. Ne? Lässt Kompany eigentlich Man City Ballbesitzfußball spielen? Das weiß ich nicht, wie er bei uns spielen lassen wird. Leo King, Servus. Ich denke, das wird ja morgen auf der PK vielleicht ein bisschen beantworten. Ich habe es natürlich auch ein bisschen gelesen, so was so seine Vorstellungen sind und sowas. Ja. Aber ich denke, da warten wir mal auf morgen, wenn er da ein bisschen was zu sagt und dann können wir ihn daran messen. Ne? Mal ehrlich, glaubt irgendjemand, dass alle im Verein hinter Kompany stehen, wenn der FCB nach der Hinrunde auf Platz 5 bis 8 steht? Nee, natürlich nicht. Mit der Uli wahrscheinlich nur den ganzen Tag mit einer roten Beine durch die Prärie laufen. Aber dann ist das so, er ist nur Aufsichtsratmitglied, er hat auch nicht zu entscheiden. Deswegen sagte ich ja gerade, es wird wichtig sein, dass ein Eberl klare Kante zeigt. Fertig. Glaubst du, dass Sané wieder seine Extrawürste kriegt? Das wäre eine Farce. Ich hoffe nicht. Also es wäre wirklich eine Farce. Kannst du nicht bringen halt. Ich werde mir die Spiele der deutschen Nationalmannschaft angucken und da meine Meinung zu sagen, ja. Ob es da in die Richtung da mehr gehen wird, weiß ich noch nicht. Ich muss gucken, wie weit mich die deutsche Nationalmannschaft kickt oder nicht kickt. Wie gesagt, ich habe jahrelang keine deutsche Nationalmannschaft mehr geschaut. Aber im Juli haben sie natürlich jetzt einen, da kann man mal ein bisschen reingucken, ne? Kompany spielt ein Ballbesitzfußball mit Pressing, dafür fehlt ein Sechser neben Pavlovic. Ja, aber das macht ja nichts. Transferphase kommt doch noch, oder? Leo kriegen die auch gute Besserung, ne? Ein Abstieg ist auch eine sehr gute Erfahrung, wenn man die Lehren daraus zieht. Alle Erfahrungen sind wertvoll, wenn man die Lehren daraus zieht. Sollte klar sein. Denzel Reaper, vielen lieben Dank für den Primey im 2. Monat. Ich bin ein richtiger Fan von Kompany geworden und er kennt sogar Sané von Manchester City in der englischen Liga. Und er kennt sogar, meinst du, ne? Ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ja, die Mannschaft wirst du ja auch verjüngen. Also. Ja, ich habe auch so ein Take gelesen, von wegen, dass ein Kompany eigentlich zufrieden ist mit dem Spielermaterial, was da ist. Aber Eberl hat die letzten Monate ja gesehen. Ja? Und wenn man Eberls Aussagen
gehört hat, wo er verpflichtet wurde. Aber ich denke mal, da werden wir vielleicht morgen auch ein bisschen was zu hören in der PK. Ich denke schon, der eine oder andere wird sich umschauen müssen. Bandscheibe, sehr guter Nick. Vielen lieben Dank für dein Primey. 2. Monat. Ja, der Max steht jetzt mit seinem Kopf dafür, ne? Ist auch gut so. Untergangsstimmung, ja. Leute. Ich find's gut, ich find's witzig. Ich find's echt witzig. Aber ja, es war zu erwarten, ne? Ambo, servus. Es war zu erwarten, dass es viele gibt, die jetzt sagen, ach, der ist doch da abgestiegen. Nein. Bild. Ach, herrlich. Schrotti, vielen lieben Dank für dein Primey. Grüße nach Bochum, Bandscheibe. Zum Glück geschafft. Wie stehst du dazu, dass Müller nächstes Jahr 21 Millionen kriegt? Ach, Gabriel, habe ich schon 100 Mal gesagt, wie ich dazu stehe. Zaragoza hatte bisher noch keine richtige Chance. Kurz gesagt, ja, völlig überzogen. Ja, Müller hätte es genau wie Manuel Neuer Minimum die Hälfte einsparen sollen. Und zwar hätte das von beiden kommen müssen und die hätten sagen können, ja, danke, lieber FC Bayern, ich bin hier seit Ewigkeiten, Müller ja seine ganze Karriere, Spieler dieses Vereins, sie hat mir so viel Geld in den Arsch geschoben, komm, für den Neuaufbau, für den Kaderumbruch, zahlt mir einfach die Hälfte meines Gehaltes für meinem letzten Jahr. Bin froh, dass ich noch hier sein darf. Das wäre immer ein Take gewesen, aber ich glaube, das gibt's einfach in der heutigen Zeit nicht mehr. Dafür, diese Romantik gibt's einfach nicht mehr im Fußball. Ja, davon müssen wir uns leider verabschieden. Um das mal kurz anzureißen, das Thema. Und Zaragoza, ja. Auch da, wenn die Leute sowas behaupten, Leute, wer das ernst nimmt, der ist auch selber schuld. Ja, Manfred, aber an den Machtstrukturen hat sich ja schon mal ein Eberl jetzt ein bisschen zumindest abgekapselt, würde ich behaupten. Mit der Verpflichtung. Ich glaube, so ein Uli hätte lieber einen Hansi genommen. Oder irgendeinen, so wie hier der Großteil, lieber irgendeinen, der irgendwie einen großen Namen hat, der schon was vorzuweisen hat. Ja. Glaub nicht, dass der Uli da so fein ist mit der Verpflichtung. Aber auch nur meine persönliche Meinung. Wissen tun wir das natürlich nicht. Aber wir werden es erfahren, sobald der Uli sich das nächste Mal äußert. Ne? Müssen wir uns ja auch keine Sorgen machen. Kompanie ist offiziell, ja. Ja, aber was willst du machen? Ob wir jetzt 12 Millionen gerechtfertigt finden oder nicht. Ich fand auch 25 Millionen für Julian Nagelsmann nicht gerechtfertigt. Ich fand es auch nicht gerechtfertigt, dass wir Herrn Tuchel dann noch 10 Millionen in den Arsch schieben. Und wahrscheinlich haben wir Nagelsmann auch nochmal 10 Millionen in den Arsch geschoben, wo wir ihn an den DFB abgegeben haben. Und so weiter und so weiter. Dass wir in den letzten Jahren viel zu viel Geld für Trainerablösen und Trainerabfindungen gezahlt haben, steht außer Frage. Ja. So, auf der anderen Seite haben wir aber auch 6, 7 Spieler, die 20 Millionen plus verdienen, was genauso eine Katastrophe ist. Also, das Thema brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht aufmachen. Martinez hieß auch am Anfang, wer ist das? Ja, gutes Beispiel auch, genau. Ganz, ganz viele. Beim Xavi, wie kann man denn 40 Millionen für einen Spieler vom mittleren Verein von Bilbao zahlen? Was ist das? Was soll das? Katastrophe, ja. Und was ist raus geworden? Ja, also, immer mal ruhig bleiben, ne? Ich freue mich, dass Hansi bei Barca ist. Ich freue mich. Drücke ihm auch die Daumen. Er kann mich ja gerne widerlegen, dass er bei Barca jetzt ist. Dass er vielleicht doch ein guter Trainer ist. Wegen mir. Ja, genau. Dann kannst du jeden einstellen, genau. Dann nehmen wir einfach alle aus der zweiten Mannschaft. Also manchmal muss man auch mal vorher ein bisschen nachdenken, bevor man hier vielleicht irgendwas in den Chat schreibt, oder? Ich glaube, wenn Max Eberl und Christoph Freund und Kompanie nicht zutrauen würden, dass er die Qualitäten hat, unseren Verein zu trainieren,
dann würde er jetzt nicht da stehen. Ja? Wir reden jetzt nicht über einen Fünftligatrainer, Alter. Wir reden über einen Spieler, der in seiner Karriere alles erreicht hat und jetzt die Chance kriegt, ein Trainer beim großen Verein zu sein. Leute, habt ihr irgendwie was in eurem Kopf falsch geschaltet oder was? Ihr stellt euch alle dahin, feiert einen Xabi Alonso ab, boah, geiler Trainer, bester Trainer der Welt, bla, Sülze, weil er mit Leverkusen was erreicht hat. Was wäre denn gewesen, hätten wir den Alonso letztes Jahr verpflichtet? Was wäre dann gewesen? Hättet ihr euch dann genauso dumm hier hingestellt und so eine dumme Scheiße von euch gegeben? Leute, Alter, was ist denn los in eurem Kopf? Ja, das ist 1:1 dieselbe Situation. Super erfahrener Spieler, der als Trainer noch 0 gerissen hat. Dasselbe war ein Alonso, bevor er nach Leverkusen gegangen ist. Alto Belli. Und ein Jahr später steht euch dahin, wir wollen alle Alonso haben, ist der Heilsbringer, ist der Messias. Junge, dann holst du einen Kompanie, weil es derselbe Take ist, ja, nur mit einem Jahr weniger Erfahrung, der wird dann zerrissen, oder was? Merkt ihr eigentlich noch irgendwas? Junge, Alter, bleibt doch halt doch mal den Ball flach, guck dir doch mal an, was wird. Ja? Junge, ey. Die Dummheit ist ja nicht auszuhalten teilweise. Da muss ich die Liegestütze machen, um runterzukommen. Junge. Ich dachte, das wird ein chilliger Stream heute, aber sorry. Irgendwann ist das Dummheitsbarometer voll bei mir. GB, alle Kanone. Ach ja. Schön. Kommst aus dem Grinsen nicht mehr raus nach der Relegation, ja, das war wirklich wild. Fidea ist alles gut. Ich habe auch schon genug Scheiß-Takes gebracht. Nee, weil ich habe geglaubt an Tuchel, als er kam. Da müsste ich ja jetzt auch über eine Kompanie herziehen. Tue ich ja nicht. Ja, der Kader wird sich doch ändern. Bleib doch mal ruhig. Geht doch alles. Wird alles werden. Das weiß ich nicht, was manche Menschen erwarten. Ja, aber das ist doch genau das, was wir wollen, oder? Oder was ich möchte auf jeden Fall. Ich möchte einen Trainer haben, der endlich nach Leistungsprinzip aufstellt. Ja? Das ist doch genau das, was wir brauchen. Ja, hier schreibt es ja auch einer. Wartet doch erstmal ab. Kompanie hat sowohl in Belgien als auch in England attraktiven Angriffsfußball spielen lassen. Und Alonso ist mit seiner Vorstation auch abgestiegen. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Deswegen sage ich ja, manchmal ist einfach wild. Tops, Glück auf. Das Winnie mal Anfang und Ende Oktober kann man mal eine erste Einschätzung vornehmen. Genau mein Take. Wie kommt die Mannschaft mit ihm zurecht? Wie bewegt er sich im Umfeld? Wie ist er gegenüber der Presse? Kommt Zeit, kommt Rat, Ball flach halten und gespannt zuschauen im Zirkus. Joa. So sieht's aus. Anders geht's nicht. Wie gesagt, du kannst dir jetzt auch irgendwelche Taktikvideos angucken, habe ich gerade auch schon gesagt. Das bringt ja alle nichts. Ne? Also er wird ja schon zu der Philosophie passen, die sich ein Eber vorstellt und ein Freund, sonst hätten sie ihn nicht verpflichtet. Und alles andere, ja, muss man sehen. Wie souverän oder unsouverän ist er mit den Medien und bla und so, wie es ein Ambu halt schreibt. Ne?
Ja. Das Z steht für Zagos. Manfredo, das liegt einfach daran, dass die Menschen heutzutage den Hals nicht voll kriegen. Warum macht ein Klopp? Warum siehst du den Klopp? Der Klopp ist allgegenwärtig, Alter. Meinst du, der Klopp hat das nötig, 20 Werbungen zu machen? Die Leute kriegen den Hals halt nicht voll. Gute Nachricht gibt es aber heute. Flick wird Kimmich, Goretzka, Gnabry, Upa und Sané nach Barcelona holen. Das wäre ein Traum. Das wird leider nicht passieren, aber vielleicht holt er wenigstens ein. Hoffe, er zeigt das den ganzen Hatern hier am Tegernsee. Hoffe ich auch, Marius. Hoffe ich auch. Ich finde es auch richtig gut, dass ein Eber sich da jetzt ein bisschen... Ich glaube, der Eber hat jetzt auch ein bisschen gemerkt, was Phase ist, oder? Und jetzt ist halt einfach die Zeit, dass er sich emanzipiert vom Uli. Er kann sich ja anhören, was der Uli so von sich gibt, ist ja alles fein. Aber am Ende des Tages steht er da in der Verantwortung. So, und dann hat er dazu entscheiden. Ne? Punkt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ein Leimer ein Gewinner sein kann und dann Kompanie als Pressingmaschine, ja, gehe ich mit. Wir werden sehen, ne? Ja, es stand ja alles in der Presse. Das ist super wild, ne? Aber das Thema hatten wir ja auch schon. Warum steht es in der Presse? Wer hat das denn weitergegeben? Kann ja eigentlich nur einer aus Eigennutz getan haben, oder? Mal drüber nachdenken. Martinez hat jeder gefeiert, GP. Also wer Martinez nicht gefeiert hat, der war fehl am Platz, oder? Ja, ich denke schon, dass der Kader auch Änderungen kriegen wird. Vorseka, guten Abend. Baus in Hause, sehr vorbildlich, wenn du mitmachst. Ja, man muss ihm auch eine Chance geben. Er ist jetzt da. Also man wird es jetzt nicht mehr ändern, ne? Also das ist ja jetzt ein Fakt. So, also muss man ihm jetzt auch eine Chance geben. Und das sollte ja auch nicht das Problem sein, oder? Ich meine, drauf rumhacken können wir immer noch, wenn's Kacke ist. Ja. Kann sie die Daumen, dass der Kimmich, Sané, Gnabry und so weiter nach Barcelona bekommt. Ja, ich glaube, wichtig wäre schon, dass du diese Dreier-Kombo nimmst, ne? Weil das ist ja so eine Clique, die musst du dann alle komplett nehmen und komplett versetzen. Und ja, ich würde es auch feiern. Erst machen wir Ratenzahlung, weil Barcelona kann sich das nicht auf einmal leisten, dann passt das schon. Ja, King Josh musst du schon fürstlich belohnen, sonst hat er keinen Bock. Ja, ich werde dem Max Eberl, ob ich ihm vertraue oder nicht, werden wir mal anhand der kommenden Wochen und den Transfers dann beurteilen, ne? Genau, das ist mein Bunker. Genau, Brock. Herrlich. Ja, wir werden ja sehen, ob ein Kompanie bei uns denselben Fußball spielen lässt, wie er es bisher getan hat, oder? In unserem Alter ist das gefährlich. Ja, das geht schon. Unsere Trainer haben keine freie Hand, keine freie Entscheidung. Bei uns wird immer in die Suppe gemischt. Uli ist ein Spalter. Ja. Deswegen habe ich ja gerade schon gesagt, ist das jetzt Eberts Aufgabe, das zu verhindern. Ne? So sieht's aus. Ich bin einfach froh, dass wir wieder einen Trainer haben und darüber nicht mehr reden müssen. Anmo, ich auch. Was meinst du, warum es am Montag keinen Stream gab? Weil ich einfach keinen Bock hatte, mich hier wieder hinzusetzen und die ganze Zeit das Thema, was wir schon seit 4 Wochen durchkauen, durchzukauen. Müssen wir die Zuschauer auch Liegestütze machen? Na, natürlich. Muss ich das extra nochmal erwähnen, oder was? Ich dachte, das wäre klar. Also wer hier Liegestütze kauft, muss eh mitmachen. Und alle, die vorbildlich sind, ja, die müssen für den neuen Trainer natürlich auch Liegestütze mitmachen. Ich meine, guckt den euch an, das ist eine Maschine.
Fitteste Community sind wir auf YouTube. Ich dachte, das war klar. Ich dachte, ich muss das nicht nochmal extra erwähnen. Aber gut. Kriegen wir hin, Leute. Das Wichtigste ist, dass man Winnie auch eine Chance bekommt. Das, was ich gelesen habe, klingt erst interessant. Man kann Winnie doch noch nicht mal richtig bewerten. Du kannst sie gar nicht bewerten. Und da ist auch egal, was er bei Anderlecht oder Burnley gemacht hat. Also für mich spielt das keine Rolle. Wenn man Alonso für 30 Millionen Ablöse von Leverkusen abgekauft hätte, wären die gleichen Leute gekommen und hätten sich beschwert, dass Bayern es nicht schafft, selbst mal ein Trainertalent zu entdecken. Ja, das wäre auch ein Argument gewesen. Ein Argument wäre, wir kaufen die Bundesliga kaputt, bla 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 bla. Ja, alles ist gut. Aber ist doch okay, kann doch jeder sein Take loswerden und dann können die ganzen Klugscheißer sich ja nächstes Jahr hier hinstellen. Gerne auch auf meinem Kanal. Und dann besprechen wir mal, wie der Stand ist, wer recht hatte, wa? Ich denke, dass Vince Kompany schlussendlich Trainer geworden ist, weil er die geringsten Forderungen gestellt hat, was Neuverpflichtung ECC betrifft, für den großen Umbruch nicht so gut. Nee, das glaube ich persönlich noch nicht mal. Ob er Forderungen gestellt hat oder nicht, weiß ich nicht, ist mir auch Wurst. Wie gesagt, ich denke, das ist eher eine Sache von Max Eberl. Aber klar, willst du schon mit ihm die gewissen Spieler durchgesprochen haben, ja. Aber das werden wir sehen. Ne? Auch das werden wir die kommenden Wochen sehen. Ob es da einen Umbruch gibt, einen Umbruch light oder gar keinen Umbruch. Aber dann brauchen wir auch nicht darüber reden, dass ein Kompanie eine richtige Chance hat. Wenn der Kader so zusammenbleibt, wird er auch keine Chance haben. Ich meine, guckt euch die Trainer an, die da waren und gegangen sind. Also. Ich erwarte von Kompany, dass er allein nach Leistung aussteht. Das dürfte einigen nicht schmecken. Wir wissen alle, was dann passiert. Ja, aber das habe ich ja schon beim Tuchel gehofft. Und er hat es ja leider nicht gemacht. Das glaube ich nicht, dass egal welcher Trainer kommt. Erstmal ist ein Trainer da, es kommt kein anderer Trainer. Und ich glaube nicht, dass er nach 6 Monaten wieder abgeschossen wird. Aber es kann natürlich passieren, wir werden es sehen, ne? Alter Wemser? So alt bin ich gar nicht. Ich bin ein junger Gott, Alter. Du bist echt gespannt, freust dich auf Kompany. Endlich mal frischer Wind im Stall. Ja, sehe ich genauso. Naja, er wird auf jeden Fall Bock haben, ne? Es allen zu zeigen. Und was das ausmachen kann, plus Teamgeist, den man dann hoffentlich entwickelt, wenn man die gewissen Stinkstiefel los wird, hoffentlich. Sie haben ja in Leverkusen gesehen, ne? So sieht's aus, Bro. Ach ja. Ja, also diese Takes, so, weil er jetzt abgestiegen ist, da brauchen wir nicht mehr drauf eingehen. Ich denke, das Thema haben wir durch, oder? Ja. Also wenn er nicht nach Leistungsprinzip aufstellt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also dann kannst du den Verein wirklich abmelden. Ne? Also da muss man jetzt endlich die Kurve kriegen. Also anders geht's ja nicht. Ja, aufregen muss man sich. Ich verstehe auch nicht, warum sollte man sich aufregen? Ich verstehe immer nicht, welchen Anspruch man hat. Welchen Anspruch hat man jetzt als FC Bayern? Ich verstehe diese Leute halt nicht. So, der Anspruch ist jetzt was? Ja, pass auf, wir nehmen jetzt einen Übergangstrainer, Felix Magath, warten dann, ob nächste Saison Guardiola Bock hat. Ja, Guardiola hat keinen Bock, der macht erstmal ein Jahr Pause, dann nehmen wir nächstes Jahr Übergangstrainer Markus Babbel. Leute, wir leben im Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt ist, es muss sich bei uns im Verein grundlegend was ändern. Ja? So, und wenn das mit Vincent Kompany der Fall ist, dann ist das jetzt mit Vincent Kompany der Fall. Fertig. Ja, auch ein Guardiola. Kaum vorstellbar, wa? Irgendwann
hat der mal seine ersten Schritte als Trainer gemacht? Der kam nicht aus seiner Mutter raus und war Cheftrainer? Was ist los mit euch? Versteht das nicht. Junge, Junge. So sieht's aus. Es wird Zeit für Neuanfang. Und wenn es in die Hose geht, dann geht's in die Hose. Mein Gott. Junge, die letzten 3, 4, 5 Trainer gingen alle in die Hose. Und das waren Trainer von Weltformat. Ja, Nagelsmann mal ausgenommen. Nagelsmann ging aber auch aus anderen Gründen in die Hose. Ja, ja, Sané bleibt, weil er ein Freund von Kompany ist. Wer sagt denn, dass ein Sané ein Freund von Kompany ist? Klär mich auf. Hast du mit dem Leroy gesprochen? Hast du mit dem Vincent gesprochen? Wer behauptet das? Weil die zusammen bei Manchester City gespielt haben. Sind sie Big Kumpels oder was? Vielleicht konnten die sich gegenseitig gar nicht leiden. Wer weiß das denn? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, das wäre schön, wenn das mal uns endlich so passieren würde. Hier kommt jetzt die neue Trainergeneration aller Hönes. Sané muss wieder fit werden. Die Hinrunde war genial. Der wird ja im halben Jahr nicht das Fußballspielen verdient haben. Ja doch, das verdient er ja immer alle halbe Jahr. Das hat man die letzten 3 Jahre gesehen bei uns, oder? Ja, Leute, wir müssen nicht da jetzt hier Beispiele finden, welche Trainer irgendwo mal abgestiegen sind. Ja? So, nochmal, jeder, der das als Argument nimmt, der hat halt auch irgendwas nicht ganz richtig auf dem Schirm, Alter. Die meisten hätten sich wahrscheinlich einen Flick gewünscht. Halleluja, Halleluja. Ich bin absolut nicht gläubig, aber ich habe den Fußballgott angebetet die letzten Wochen. Und es hat geholfen. Hansi Flick ist in Barcelona, zum Glück, ey. Junge, Junge. Ja gut, ein schlechteres Gefühl kann man ja auch jetzt nicht mehr haben, wenn man Tuchel erlebt hat, oder, Vorsicker? Ja, ja, wir gucken das Video hier gleich. Irgendwann braucht man mal einen Trainer, ja. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass der Max auch irgendwann da mal Tacheles geredet hat. Weil zutrauen tue ich ihm das schon. Ne? Zumindest ist es auf jeden Fall für mich ein Anzeichen, dass er sich durchgesetzt hat. Und das ist doch schon mal viel wert auch. Sätze von Jonathan Tah. Ja, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ich habe es damals nicht ganz verstanden, warum er ihn damals nicht verpflichtet hat. Dann ist er ja zwischenzeitlich in Leverkusen in so ein kleines Loch gefallen. Dann hatte man ja Upa verpflichtet. Ja. Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Ein schlechter ist er auf jeden Fall nicht. Ja, ja, wir werden sehen, was mit dem Sané passiert und so weiter. Das ist auch, was mir so ja, keine Ahnung. Aber wir müssen ja auch immer einen haben, oder? Ja, Kimmich kriegt viel. Ja, ja. Das kommt doch immer darauf an, was man den Spielern kommuniziert. Das ist doch, was ich auch schon die ganze Zeit gesagt habe. Wenn du doch so ein Kimmich jetzt knallhart kommunizierst, pass mal auf, Josh, du spielst unter Kompany keine Rolle. Glaubt ihr dann, der Kimmich setzt sich ein Jahr auf die Bank oder was? Nee, wird er nicht tun. Du musst den Spielern das halt nur mal klar kommunizieren. Punkt aus. Ist doch ganz einfach. Ja, wie tief ist Bayern schon gefallen? Sehr guter Take. Vielen lieben Dank. Du bist einer der Hohlbieren hier. Aber es kann halt nicht nur schlaue Menschen auf der Welt geben. Es muss auch dumme Menschen geben, ne? Sonst wär die Welt ja auch langweilig. Die Gänse folgen ihm, ja, die Graugänse folgen ihm. Wenn die Graugänse ihm folgen, dann holt er den Manu auch, oder was? Drago, servus zusammen.
Was hält der Chat davon? Der Chat ist gespalten, 50-50, würde ich behaupten. Ich kann den Kompanie nicht beurteilen. Ich beurteile ihn, so wie es der Ambo auch schon geschrieben hat. Wenn er mal so 3, 4, 5 Spiele bei uns gemacht hat, dann können wir ihn beurteilen. Ich habe es ja die ganze Zeit schon gesagt, die letzten Monate, der Name am Ende des Tages ist egal. Der Trainer muss zur Philosophie passen, die ihn Max Eberl und Christoph Freund haben wollen. Und da muss man hinter dem Trainer stehen. So, und wenn das der Fall ist, ist das Wurst. Der Kompanie heißt, ob der Hansi Flick heißt oder sonst wie heißt. Von daher bin ich da guter Dinge. FC Barca ist schon seit Jahren klamm und gibt seit Jahren trotzdem in jeder Transferphase mehr Geld aus wie wir. Also braucht dir der Hansi nicht leid tun. Ja, das würde ja auch nicht passieren, Cordy. Nochmal. Wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass sich so ein Kimmich oder ein Goretzka ein Jahr auf die Bank sitzen würden, oder? Ist doch gar nicht deren Anspruch an sich selber. Geil. Okay, ich revidiere. Die Meinung ist eher 60 gegen Kompanie und 40. Wir gucken mal, was er macht. Ist Kompanie jetzt charakterschwach? Nee, weil er abgestiegen ist und einen Neuanfang brauchte. Wahrscheinlich geht er dann durch bei Susi. Ja, Sammy, da müssen wir aber erstmal festlegen, wie viele Liegestütze machst du denn für jeden Sieg? Ich wäre dafür, du machst für jede Ecke, die wir im Spiel haben, und in den Spielen, die wir gewinnen, natürlich nur, ne? Also, wenn wir ein Spiel gewinnen, guckst du, wie viele Ecken hatten wir und diese Anzahl machst du an Liegestütze. Dann könnte das vielleicht was werden. Ja, natürlich ist das nicht so einfach wie bei FIFA mit den Spielerverkäufern, aber nochmal, wenn du so Kimmich sagst, pass mal auf, du spielst hier keine Rolle mehr nächstes Jahr. Wer will mir denn jetzt ernsthaft sagen, dass sich ein Kimmich ein Jahr auf die Bank setzt? Oder ein Goretzka oder ein Gnabry. Okay, Gnabry nehme ich mal raus. Gnabry wird das vielleicht machen. Aber die anderen mögen das nicht machen. Die haben doch noch einen Anspruch an sich selber. Ist doch so. Guck dir andere Vereine an. Guck dir Paris an. Da schickst du auch die Spieler in die zweite Mannschaft, wenn sie in der ersten nicht mehr gewollt sind. Ja, mein Gott. Aber ein Kimmich zum Beispiel muss das doch aber auch selber merken, oder nicht? Ich meine, er ist schon vom Mittelfeld auf die rechte Verteidigerposition degradiert worden. Und das wird sehr wahrscheinlich unterm Kompanie, wenn er ein bisschen Ahnung hat, nicht anders aussehen. Oder meint ihr, ein Kompanie stellt sich jetzt dahin und sagt so, Josh ist mein Sechser, oder was? Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Kann natürlich morgen schon widerlegt werden. Vielleicht kommt morgen die Frage. Und er sagt, ja, Josh ist mein Sechser. Dann stehe ich dumm da, ne? Ja, dann können sich ja freuen in Burnley. Ist doch schön. Wen interessiert's denn? Junge, Alter. Junge. Es gibt dieses Jahr keine Taskforce. Ach, herrlich. Kompanie hat Eier aus Stahl. Das schon gefühlt, oder was? Die Chance, dass er zweimal absteigt in Folge ist 0. Und da stimme ich zu, ja. Weil er bei uns ist. Sei denn, er wechselt noch in der Winterpause zum neuen Verein und steigt dann ab. Ich glaube, das traut der die sich nicht, weil er weiß, der Kompanie, der macht da nicht wie der Tuchel am Tisch. So, mi. Der geht hin und macht Kopfnuss. Fertig. Und dann liegt der die da. Weißt du, so ein Ding. Ach, herrlich. War die richtige Entscheidung, den Stream heute zu machen. Manni, McFretzen, erstmal vielen lieben Dank für dein Primey, ne? Guck mal, ganz überlesen hier. Frech von mir, ne? Nee, Guardiola kam nicht als Champions-Sieger aus seiner Mutter raus. Glaube ich zumindest.
Vielleicht wurde er aber auch im Labor gezüchtet und weiß ich nicht. Es kann aber nicht in die Hose gehen, wenn man den Trainer stärkt und dessen Rücken stärkt. Ja, das sehe ich halt genauso. Ja. Hier, guck mal jetzt doch mal ernsthaft. Nimm doch mal jetzt unseren Kader. Ja, berechne ein paar Spieler rein, die rausgehen, neue kommen. Du willst ja trotzdem einen Kader haben, der von der Qualität her auf jeden Fall, stapeln wir mal ganz tief, das Tiefste, was wir uns vorstellen können, ist nun mal die Champions League Qualifikation. So, das ist das Tiefste, ja? Von der Qualität her gewinnst du vielleicht gegen 3, 4 Mannschaften nicht in der Bundesliga. Den Rest gewinnst du alleine schon durch individuelle Qualität. Haben wir doch unterm Tuchel erlebt. Wir waren unterm Tuchel kein Team. So. Wenn du dann jetzt einen Trainer hast, der daraus wirklich ein Team formt und man den Trainer den Rücken stärkt, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, vielleicht reißt nicht zur Meisterschaft. Das hängt von vielen Faktoren ab. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wir müssen uns doch jetzt keine Sorgen machen und jetzt darüber ernsthaft nachdenken. Keine Ahnung. Wir werden 6., 7., 8. oder so Mist. Sorry. Gehe ich persönlich nicht mit. Sané ist ein feiner Kerl. Da werden wir mal sehen, ob er nächstes Jahr ein feiner Kerl ist. Adam, vielen lieben Dank. Naja, ob er ein Versuch wert ist, ist jetzt eh zweitrangig, weil er ist da, ne? Ich freue mich auch drauf. Endlich was Neues. Aber ich freue mich eigentlich ist es egal, wer gekommen ist. Ich hätte mich über jeden neuen Trainer gefreut. Endlich mal ein bisschen. Der ist gut, Ammo. Der ist gut. Ich finde, wir sollten Harry Kane verkaufen. Der passt nicht zur Mannschaft. Der bringt Leistung. Ah, herrlich. Ich bin heute kein Brummbär. Nee. Ich bin heute gut drauf. Mich schockiert nur manchmal immer so die Blödheit, die in Massen kommt, weißt du? Dann werde ich schon mal brummbärig, aber ansonsten nee. Hansi Flicks Hunger auf Titel ist groß. Ja. Wegen mir. Ja, ganz ehrlich, von mir aus kann der Hansi Flick so viel Erfolg haben in Barcelona, wie er gerne möchte. Also wegen mir Gönnung. Ich bin froh, dass er nicht bei uns ist, der Rest ist mir wurscht. Gönn ihm den größtmöglichen Erfolg, den er da haben kann, und gut ist. Ja, das wird halt einfach Zeit, dass es wieder nach Leistung geht. Nicht nach Verdiensten der Spieler in den letzten 10 Jahren bei unserem Verein. Das ist das Ding, wo wir hinkommen müssen. Und wenn das ein Kompanie macht, dann hat er bei mir auf jeden Fall schon alle Steine im Brett. Ja, sag ich euch, wie es ist. Ja, und das mit dem DFB brauchen wir nicht drüber reden, oder? Wir warten ja immer noch auf das Ablösespiel für Hansi Flick. Wild, ne? Naja, die Frage ist ja auch, wenn so ein Kompanie dann nach Leistung aufstellen würde und Sané bringt halt ein halbes Jahr gute Leistung und danach nicht mehr und er ihn nicht aufstellt, ist ja auch alles gut. Ja, den Alonso-Take habe ich ja gerade auch schon gemacht. So wie jemand anders hier auch. Nö, zu verlieren hat er auch nichts. Ich bin relativ sicher, dass Kimmich zu Barca geht. Ja, hoffentlich. Mein Segen hat er. Ich würde es gut finden, wenn die einzigsten Menschen im Verein, die mit der Presse reden, der Sportvorstand, der Sportdirektor und der Trainer wären.
Und wenn Ostern und Weihnachten zusammen, vielleicht auch unsere Führungsspieler nach Niederlagen. Ja, vor allen Dingen unser Kapitän, oder? Würde ich auch sehr gut finden. Nee, Gnabry, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, als Leistungssportler hast du auch immer noch ein bisschen Anspruch, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man denen das klar kommuniziert, dass diese Spieler sagen, ja, alles klar, ich mache einen Bunazar, weil ich in meinem Leben noch kein Geld verdient habe. So, die haben genug Geld verdient in ihrem Leben. Die Mannschaft wird diesmal viel wichtiger als der Trainer. Nee, es muss schon beides passen, ne? Denke ich. Genau. Es ist gut, dass das Thema vom Tisch ist, dass wir einen Trainer haben und alles andere wird man sehen. Es ist vielleicht auch wieder ganz gut, einen erfolgreichen Spieler als Trainer zu haben. Vielleicht spricht er eher die Sprache der Spieler. Ich bin positiv gestimmt und hoffe, dass wir viele junge Spieler integrieren können. Auch wenn wir nächsten paar Jahre nicht die Champions League gewinnen. Gut, Champions League Titel ist ja eh immer. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Das kannst du eh nicht planen. Guck dir Paris, guck dir Manchester City an. Du kannst einen Champions League Titel definitiv nicht planen. Ja, das erste Drittel wird auch sportlich durch die EM. Na, 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 na. Wenn Hansi bei Barca scheitert, geht er zu den Amis. Der Hansi macht das schon. Jede Ecke, die Kimmich nicht schießt. Nee. Vielleicht ist er gar nicht mehr da nächstes Jahr. Mit die Verpflichtung von Kompany klasse, natürlich riskant, aber mit ihm haben wir die Chance, uns neu auszurichten. Natürlich braucht er Zeit, aber auch die Teams von Arteta, Klopp und Pep brauchten Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, jedes Team braucht Zeit. Ja? Guckt euch das 2013er Team an. So, das war ja auch nicht so und war da. Guckt euch an, durch welche Täler wir da gegangen sind mit dieser Mannschaft. Ja? Also. Das wird immer so getan, als, keine Ahnung. Sagen wir jetzt, Jupp Heynckes wäre 10 Jahre jünger. Wir hätten jetzt gesagt, Jupp Heynckes ist neuer Trainer nächste Saison und alles wäre gut. Nee, wäre es auch nicht. Auch das hätte Zeit gebraucht. Ja? Also. Fehlt das Tor mal 5 Liegestütze. Das wäre auch okay, ja. Nur wenn dir die Stahleier dann auf den kleinen C fallen, GB. Ansonsten geht das auch. Lahm sagt, Kimmich ist ein klarer 6er und geht auf die 6. Ja, ist ja schön, wenn Philipp Lahm das sagt. Ist Philipp Lahm bei uns in der Verantwortung? Denke nicht, oder? Angeblich ist Ebert Zukunft an Kompanys Erfolg genagelt. Jo, dann ist das so. Ich glaube irgendwie nicht, dass dem Kimmich einer sagt, dass sie nicht mit ihm planen. Nur so ein Gefühl. Weiß ich nicht. Mit Kompanie hat zumindest mal einen Trainer, der auch selbst ein guter Spieler war und nicht so ein Theoretiker wie TT. Genau, der Kompanie frisst die Experten einfach auf. Wie viel Prozent würdest du der Meisterschaft nächstes Jahr geben? Ich sage 20-30%. Das jetzt zu prognostizieren, nee. Können wir gerne zum Saisonstart machen, wenn der Kader steht. Dann können wir das gerne machen, ja. Dann kann ich dann eine Einschätzung abgeben. Jetzt wäre das einfach nur, keine Ahnung, ohne irgendwelche... So, du musst ja erstmal wissen, wer bleibt in dieser Mannschaft. Wer geht, wer kommt. So, dann kann ich da gerne eine Einschätzung zu geben. Qualität der Mannschaft ist da, mir macht allerdings die Verletzungsanfälligkeit vieler Spieler Sorgen. Das ist ja nicht normal, was die Saison los war. Nee, natürlich nicht. Auch das gilt es nächste Saison besser zu machen. Ja, und natürlich ist das auch ein Faktor. Gar keine Frage.
Hört euch mal nicht alle so an, gibt doch bei keinem Trainer Garantien, sagt nur Ancelotti. Ja. Nochmal, lass den neuen Trainer arbeiten, bevor er den Untergang des Abendlandes prophezeit. Ach, lass er doch prophezeien. Ist doch schön. In der Rückrunde waren wir Fünfter. Ja, ich weiß, GP. Gnabry ist nicht geldgeil. Nee, Gnabry ist nicht geldgeil, auf keinen Fall. Nee, natürlich hätte ich mich nicht über den Graugänse, Peter, habe ich doch schon gesagt. Den hätte ich mich nicht gefreut. Aber auch da hätte ich mir angeguckt und hätte mich eines Besseren lehren lassen. Vielleicht wäre Hansi Flick bei uns eingeschlagen, ich weiß es nicht. Hätte ich mich aber auch nicht hier hingestellt und hätte gesagt, was weiß ich, so wie hier einige andere. Also, nee. Auf die Meisterschaft scheiße ich. Lass uns Champions League qualifizieren, Pokal bis ins Halbfinale und Champions League. Naja, Pokal kannst du schon ruhig mal gewinnen, wa? Aber ja, ich sehe das ja ähnlich. Also wenn wir wirklich einen Umbruch machen, werden wir Zeit brauchen. Denke ich. Vielleicht auch nicht, vielleicht klappt alles gleich, I don't know. Wird halt drauf ankommen, auf die Spieler, die dann vielleicht neu kommen und auf die Spieler, die vielleicht in Führungsrollen jetzt reinwachsen dann. Wir werden sehen. Wichtig ist doch dann, dass wir ein Team wiedersehen. Wir haben doch, jetzt mal ernsthaft, wir haben doch in der letzten Saison nicht wirklich eine Mannschaft auf dem Feld gesehen. Ja, jeder, der sich da von den Ergebnissen hat blenden lassen in der Hinserie, selber schuld. Jeder, der sich von den Erfolg in der Champions League hat blenden lassen, auch da selber schuld. Beschäftigt euch mal mit dem Fußball. Ja, wir haben kein Team auf dem Feld gesehen. Und für mich persönlich wäre es schön, wenn ich endlich wieder ein Team auf dem Feld sehe. Da kann auch der Fußball mal grottig sein, wie unter Thomas Tuchel auch. Ja? Nur bei Thomas Tuchel war der Fußball grottig und es war kein Team auf dem Feld. Will einfach endlich wieder ein Team auf dem Feld sehen und ein Team, was für diesen Verein spielt und brennt. Ja? Und auch eine Einheit mit den Fans ist. Das haben wir auch nicht gehabt letzte Saison. Die Spieler haben sich bei jeder Situation verpisst. Ja? Nicht einmal Verantwortung übernommen. Gar nichts. So, da müssen wir mal wieder hinkommen. Und dann passiert auch vieles von alleine. Ja, guckt euch doch Stuttgart an. Ist Stuttgart jetzt eine hochqualitative Mannschaft? Ja, klar haben die ein paar gute Spieler. Aber das ist einfach ein Team. Das ist ein Team. Wir reden über Teamsport. Fußball ist immer noch ein Teamsport. Ich weiß, kaum zu glauben, wenn man Messi, Messias, Leroy Sané so ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Ja? Aber wir reden immer noch über einen Teamsport. So. Und man sieht doch, was man erreichen kann, wenn man ein Team ist. Da müssen wir mal wieder hinkommen. Und dann hast du, weil wir einfach diese individuelle Qualität haben in der Regel, werden wir sehen, ob wir sie nächstes Jahr auch haben, kommt natürlich darauf an, Neuverpflichtung, Blasöz, habe ich schon gesagt. Aber wenn du dann noch ein Team bist, mit dieser Qualität, Leute, dann ist es doch fast ein Selbstläufer. Machen wir uns doch nichts vor. Da müssen wir doch erstmal hinkommen wieder, dass wir mal ein Team sind. Das sind wir nicht. Und ich brauche jetzt gar nicht, wir könnten jetzt noch in das Team den Trainer mit einbeziehen, aber damit fange ich gar nicht an, oder? Wie man es in Leverkusen oder Stuttgart gesehen hat. Nee, das will keiner erleben, wenn ich schlecht drauf bin. Gönnst uns auch eine größte Menge Erfolg, ich uns auch, GB. Bin ich wieder schon richten, wir sind immer noch der FCB, den Trainer, den Rücken stärken und den Spielern kräftig den Arsch treten. Wer nicht mitzieht, darf gerne die Spiele von der Tribüne sehen. Ja, da müssen wir mal wieder hinkommen, ne? Und nicht diesen Götterstatus den Spielern geben, weil sie das Sechstubel gewonnen haben. So, nach 2 Jahren Arbeitsverweigerung müssen wir jetzt endlich mal wieder davon wegkommen. Ne?
Und wer weiß, vielleicht bringen diese Spieler dann ja auf einmal auch wieder Leistung. Hm? Ja, das hoffen wir alle, dass er die Zeit bekommt. Aber ich denke, die bekommt er, weil nochmal, ein Eberl ist ja nicht derart Sportdirektor, Sportvorstand, der seine Trainer schnell aufgibt. Also das hat er ja in seiner Laufbahn gezeigt. Er muss sich dann halt einfach gegen die anderen Störgeräusche aller Hoeneß, Rummenigge, Aufsichtsrat durchsetzen. Das ist seine Aufgabe in der Saison. Punkt. Da, 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 da. Gerard, servus. Bist gespannt, ob er bei Xavi Simons auch in die Vollen geht? Ja, aktuell kursieren da ja viele Namen. Ist aber immer so. Mal abwarten. Der eine oder andere Name, der aus meiner Sicht brauchbar wäre, war ja auf jeden Fall dabei. So sieht's aus, Bernd. Der VfL hat's geschafft. Warum wilder Abend? Ja, klar lehnt der Kimmich das erste Angebot. Macht euch doch mal keine Sorgen. Macht euch doch keine Sorgen. Das wird schon alles. Marc, servus. Ich glaube auch nicht, dass Kimmich gerade irgendwie den Kopf dafür hat und mit irgendwelchen Vereinen verhandelt, wenn er in der EM-Vorbereitung ist. Also so schätze ich ihn zumindest nicht ein. Aber auch nur meine Meinung. Ja, ist doch, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht ja, bringt der Kimmich wieder volle 110% Leistung. Ja. Man wird sehen. Apropos Saisonstart, machst du eine Gruppe, wo jeder eine Mannschaft zusammenstellt, so wie es damals DSF gemacht hat? Bin da komplett raus. Gibt's sowas noch? Wäre cool. Ich glaube, das geht in die Richtung, was Ambu meinte, oder? Du meinst so eine Art Manager-Geschichte, oder? Ja, der Ambu hat mir da 2 Seiten gegeben. Ich werde mir das angucken. Zum Saisonstart werden wir da irgendwie sowas machen. No. Bayern 2. Liga mit Kompanie, ja. Ach, herrlich, ey. Ach. Ich hoffe, der greift mal richtig durch und macht keinen Unterschied zwischen den jungen und den alten Spielern. Das wäre schön, ja. Standards sind unwürdig. Ja gut. Da werden wir ja auch andere Trainer haben nächstes Jahr. Es kommt, wie es kommt. So sieht's aus, Hobby. Freue mich aus, wie gut. So sieht's aus. Der Wien hat eine Statue von sich vor dem Etihad Stadium in Manchester stehen. Echt? Wusste ich gar nicht. Wird da nicht stehen, weil sie da noch ein bisschen Platz hatten. Der Mann hat als Spieler schon viel gesehen. Jetzt soll er die Chance haben, es als Trainer umzusetzen. Ja, also nochmal. Wir reden ja jetzt auch nicht über einen, der keinerlei Ahnung von Fußball hat, oder? Also. Aber die Takes haben wir ja vorhin schon gebracht. Also Alonso hat ja auch die Chance bekommen. So, du musst halt diesen Nachwuchstrainern halt auch die Chancen geben. Wie sollen sie sich sonst entwickeln? Ja. So. Ja, eben, das weiß man ja nicht, wie er einschlägt, ob er einschlägt. Mein Gott.
Wie du sagst, ein Umbruch braucht Zeit, aber es gibt genügend Fans, die das mitgehen würden. Wäre einfach überragend, irgendwann die Champions League zu gewinnen mit 4 bis 5 Eigengewächsen. Ja, aber dem steht da auch nichts im Wege, oder? Dass es nicht innerhalb von 1, 2 Jahren geht, ist auch klar, aber alles ist möglich. Ja, aber es war schon wild, wenn wir da mal kurz drauf eingehen, auf das Relegationsspiel. Das war, also teilweise hat man auch schon den Eindruck gehabt, dass es Not gegen Elend war. Fußballerisch. Ja? Muss man auch mal ganz klar sagen. Und dass Bochum sich hat so... Ich weiß auch nicht, woran es lag. Bochum hat das Hinspiel super stark angefangen, die ersten 20 Minuten. Also das war, aber die haben das Gegentor gekriegt und dann ging nichts mehr. Ja? Und bei Düsseldorf hattest du das ähnliche Gefühl. Spätestens am 2-0 hast du gemerkt, also eigentlich hätte Bochum weitergespielt. Ja, das hat mich ein bisschen gewundert, dass Bochum dann aufgehört hat und aufs Elfmeterschießen gegangen ist. Hätten die weitergespielt, hätten die das 4. Tor noch gemacht. Ja, also Düsseldorf hat keinerlei Glauben mehr gehabt. Das war ganz wild. In der jetzigen Oligarchen auf dem Platz wird es schwer, eine homogene Truppe zu passen. Ja, natürlich. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Guck dir die Trainer an, die letzten Jahre da waren, die daran gescheitert sind. Ja? Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Da müssen halt Veränderungen her. Ansonsten wird ein Company dasselbe Problem bekommen. Ja, wir gucken uns gleich dieses 2-Minuten-Video an auf dem Bayern-Kanal. Na klar. Ist ja jetzt ein bisschen ruhiger. Ich bin ja gleich unten angekommen. Dann werfen wir da mal einen Blick rein. Ich denke, die ganz wilden Leute haben wir vergrault. Von daher ist alles gut. Oder weggebannt. Ja. Die gute Mischung aus beiden, glaube ich. Immerhin ist Regensburg aufgestiegen. Die haben mir die Saison gerettet. Okay, da bin ich gar nicht drin. Das hat mich nicht wirklich tangiert. Dritte Liga anbelangt. Liegestütz-Challenge. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine richtig geile Idee gewesen. Ein Umbruch muss ganz klar erfolgen. Es müssen gewisse Spiele aussortiert werden. Kompanie muss eine faire Chance bekommen. Titel sind mir ehrlich gesagt egal. Leider nicht den Granden allerhöchst. Das weiß ich noch nicht mal. Schwer zu sagen, ob denen das vielleicht nicht auch egal ist. Obwohl im Finale da oben wird es denen wahrscheinlich nicht egal sein. Ammo-Liegestütze mache ich sofort. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Für mich wäre auch erstmal wichtig, dass wir wieder das Gefühl haben, es ist ein Team und im Idealfall noch ein Team aus dem Team und dem Trainerteam zu sehen. Ne? Und dass wir endlich mal wieder einen Trainer haben, wo man auch das Gefühl hat, yo, der brennt für den FC Bayern. Ne? Und nicht, wo man das Gefühl hat, nochmal, ich will den Tuchel das nicht vorwerfen, aber man hat beim Tuchel nie das Gefühl gehabt, dass er richtig Bock hat auf dem FC Bayern, Alter. Ja. War zumindest mein Eindruck. Aber das Fass brauchen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Wir reden jetzt hier heute nicht über den Tuchel. Alter. Das heißt, mache ich erstmal 5 Liegestütze. Für ein Company. Und für ein Ammo. Komm, wir gehen jetzt rein, bevor ich den Chat weiterlese. Warte, ich muss erstmal Mucke ausmachen. Ballern wir uns mal die 2 Minuten rein hier. Wer das Video möchte. Servus. Servus! Servus. This is
Vincent Kompany. Servus. Welcome to Munich, Vincent. Have a good start. Are you ready for some questions? I'm ready, bring it on. How does it feel to be the new head coach of FC Bayern? First of all, it's a privilege, it's an honor. And but I'm Warum denn excited. auf Englisch? My feeling, my energy is really positive. And Ja, meins auch. and yeah, I'm looking forward to work with the players, with the staff. Ja, komm, ich mache für euch Untertitel an. Muss ich das nun mal hier einen Tag nach oben verschieben. Aber kriegen wir auch hin. So. Welcome to Munich, Vincent. Warte, ich have mach a noch good meine start. Fresse weg. Are you ready for some questions? I'm ready, bring it on. How does it feel to be the new head coach of FC Bayern? First of all, it's a privilege, it's an honor. And but I'm excited, so my feeling, my energy is really positive. And yeah, I'm looking forward to work with the players, with the staff. And hopefully give everything that the fans love to see about the club. Das What hoffen kind wir, of ja. football do you stand for as a coach? I think if you stand for something, you always have to stand for something that's close to who you are as a person. I grew up in the streets of Brussels, and so we love the ball. We're creative. I like players who are brave on the ball. But also I was always a very aggressive player. So I like the team to be aggressive. I like the team to be also brave in being aggressive. And that's what suits my personality. How do you see FC Bayern and what are Also passt der Opa perfekt ins Konzept, oder? you most looking forward to? I see FC Bayern as it's an institution, and but what I'm looking most forward to is the simple things. Working with the players, working with the people inside the building, creating something that is described as a team. The very simple things. Hey, I don't genau das, think you was have ich to gerade make it gesagt more habe. complicated than this, and after that the rest will follow. So sieht's aus. Hat er genau mein Take gebracht. Der Rest kommt auch von alleine dann. Hä? Wenn du ein Team hast, hast du ein Team. Ganz einfache Kiste. Wild, wild, wild. Aha. Was haben wir hier noch? Können wir auch noch mitnehmen. Warte. Damit ihr mal ein bisschen gehypt werdet hier. Oh ne, was habe ich jetzt gemacht? Einmal runtergeswiped. Servus, FC Bayern Fans. Ich muss Alter, noch YouTube ein ist klein so bisschen mein ein- Deutsch üben, aber bald wird's. Vincent, wartest du kurz oder was? Alter, ich bin überfordert, Leute. Servus, FC Bayern Fans. Ich muss noch ein klein bisschen mein Deutsch üben, aber bald wird's alles in Ordnung sein. But in this moment, I just want to say that I'm really looking forward to be here. The club has a wonderful history, but also a wonderful future, and I want to be a part of that. So yeah, hopefully many dreams in the Allianz Arena. Bis bald. Ja, hoffen wir's. Servus, Vincent, FC Bayern Fans. bin bei dir. So, habt ihr mal einen kleinen Einblick. Ich denke, er ist schon ein guter Typ, ey. Ich glaube, vom Typ her ist es das, was uns fehlt, so, ne? Ich meine, auf dem Platz haben wir diese Art Typ nicht, dann haben wir sie wenigstens auf der Trainerbank. Ha? So, ich scroll mal eben ein bisschen hier. Das Ding ist, der Typ, der ist selber so gehypt, obwohl der weiß, wo er angefangen hat und was er da unterschrieben hat. Der hat halt echt Bock. Ja, aber ist doch auch klar. Also er kommt ja nochmal von einem Absteiger aus der Premier League und ist jetzt beim, wie er gerade sagt, beim großen FC Bayern, der immerhin noch, was weiß ich, Zweiter, Dritter der Weltrangliste ist oder was? Also, na klar ist der gehypt und hat Bock. Das ist halt seine Chance, sich als Trainer ins oberste Regal zu stellen, ne? Der hat halt noch eine andere Motivation dahinter.
Das ist ja auch das Schöne. Das ist ja auch der Geist, den er mitbringt. So, der will halt unbedingt selber. Und wenn der dann da Spieler hat, die nicht mitziehen werden, garantiere ich euch, der wird die knallhart aussortieren. 100 Pro. Aber wir werden es erleben, ne? Glückwunsch zum Geburtstag. Ich konnte leider den Namen nicht mehr lesen. Es ging so schnell weggescrollt hier. Ich habe noch gelesen 44. Alles Gute. Marc der Staufer war's. Ja, vom Baumann jetzt auch machen können. Ja, bin ich mit. Marc, alles Gute nochmal. Habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man sich nicht bemüht hat. Vielleicht, weil er so sang- und klanglos in Wolfsburg gescheitert ist. Vielleicht war das ein Punkt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich denke, nochmal vom Typ her wird er uns gut tun. Ne? Gehe ich von aus. Der Rest, wir werden es sehen. Ne? Er hat es ja gerade selber gesagt. Wir müssen ein Team bilden und dann kommt der Rest von alleine und so ist es auch. Ob er das schaffen wird, ja, das wird das Interessante sein. Ne? Auto King NRW, vielen lieben Dank. Ach, alles. Alles. Also an Wildheiten wurde hier alles losgetreten. Alles zur Kompanie. Hab's nicht gesehen nochmal. Ja, Ambo, kannst du dir doch angucken. Brauchst ja nur auf die Bayern-Seite gehen. Na, ich weiß nicht, ob Tuchel darauf geachtet hat, seinen Ruf nicht zu schädigen. Aber wie gesagt, über Tuchel will ich hier heute nicht reden, Leute. Das Thema ist für mich abgehakt, schon seit langem und gut ist. Genau, Tuchel ist Vergangenheit und gut ist. Ja gut, aber wenn du jahrelang kein Deutsch gesprochen hast, Edin, du hast ja gehört, dass er Deutsch sprechen kann, aber wenn du jahrelang kein Deutsch mehr gesprochen hast, dann bist du halt wahrscheinlich ein bisschen unsicher. So, und wenn er die ganze Zeit jetzt nur in England war, dann hat er halt kein Deutsch gesprochen. Na. So ganz normal. Jahrzehntelang beim HSV ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, er war beim HSV. Marc, die ist morgen um 11 Uhr, die PK. Warum beschimpfst du jetzt deine Follower? Du hast doch schon 10-mal gesagt, dass man getrost eine andere Meinung haben darf. Habe ich dich jetzt beschimpft, Realist? Ich glaube nicht. Aber ich kann dich gerne beschimpfen, wenn du darauf bestehst. Und wenn du dann noch Follower bist, dann beschimpfe ich dich als Follower. Ja, du kannst aber auch defollowen, dann beschimpfe ich dich auch als Nicht-Follower. Nur weil du hier Follower bist, heißt das nicht, dass du ein schlauer Mensch bist, oder? Und wenn du in meinen Augen dummes Zeug von dir gibst, was ich jetzt bei dir nicht gelesen habe, ich habe dich auch nicht angesprochen, aber wenn ich dummes Zeug lese, dann sage ich dir, dass du ein dummer Mensch bist. Oder dass du eine dumme Meinung hast. Wenn du das dann als Beschimpfen auffasst, dann fasst das gerne so auf und ist gut. Dann gehst du woanders hin, wo dich keiner beschimpft, dann machst du das so wie Kimmich, gehst dahin, wo dir der Arsch gepudert wird und ist gut. Ja. Und natürlich kannst du eine andere Meinung haben. Wenn ich aber lese, der FC Bayern steigt mit Kompanie ab oder Kompanie, was weiß ich, was da für dumme Takes gerade standen, ja, dann steigt das Dummheitsbarometer in mir und dann sag ich das. Ja, und wenn du das nicht abkannst, wo ich dich nicht einmal erwähnt habe, keine Ahnung, wenn du dich dann angegriffen fühlst, dann geh halt einfach, Alter. Gilt für jeden hier. Ja. Ihr braucht nicht hier sein. Geht einfach, geht woanders hin. Tschö. Eieiei. Ich finde der Kompanie sehr sympathisch, sehr erfrischend. Ja, wir werden sehen. Mir wäre Mourinho lieber gewesen. Ja, aber Mourinho hätte nicht zu der Art Fußball gepasst, oder? Mourinho wäre, glaube ich, ein guter Take gewesen, so für den kurzfristigen Erfolg. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Mach jetzt nicht einen auf Uli. Anmo. Vorsichtig, ja. Sonst bist du hier beleidigt als Follower. Ach, herrlich, ey. Nee, also nochmal, ich gehe nochmal ganz kurz nur zur Erklärung, ne?
Nur weil ihr hier followt, heißt das nicht, dass ihr nicht beleidigt werdet. Ne? Nur zur Info. Obwohl ich hier eigentlich heute keinen beleidigt habe, oder? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ich habe nur allgemein gesagt, dass heute viele dumme Menschen im Chat sind, aber ansonsten habe ich, glaube ich, keinen beleidigt. Ach ja. Wir haben doch keine Zeit. Nun muss alles schnell gehen, deswegen hat der Vincent auch keine Zeit, auf dich zu warten. Ja, frech, ne? Kompanie erinnert dich an Pagelsdorf? Oh. Dann wird's aber jähzornig, oder? Der Pagelsdorf war doch so, ne? Hat so ein bisschen Red Munich-Vibes gehabt, der Pagelsdorf. Basler und Magath. Aha. Das sind Typen, oder was? Pagelsdorf war fett. Chibi, ey. Bodyshaming, oder was? Frech. Guck mal, der hat richtig Lust und ist nett. Netter Mensch. Wir werden sehen, ne? Mag sehr gerne. Ich glaube, der Winnie packt die Grätsche aus. Ich glaube, der wird im Training auf jeden Fall den Spielern dann nochmal zeigen, wie man eine richtige Grätsche ansetzt. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Naja, wir werden ja trotzdem gegen Leverkusen spielen, ne? Auch wenn wir nicht Zweiter geworden sind. Weil Leverkusen spielt ja in derselben Liga wie wir. Ja, wir gucken uns mal morgen die PK an und ich denke, dann werden wir noch ein bisschen Feuer in den Augen sehen, glaube ich. Beim Vince, oder? Bin guter Dinge. Gutes Statement, Fokus auf die Basics, an Teamform, genau das fehlte. Ja, ganz genau. Ganz genau. Uli überzeugt von Winnie? Laut Medien nicht, nee. Aber wen interessiert's? Die Spieler hatten sich während der Saison beschwert, dass sie sich quasi an niemanden wenden können bei Aussprachen. Ja? Weder Trainer noch Management. Jetzt hat man vielleicht etwas andere Bedingungen. Aha. Sehr wild. Vielleicht wollte man einen ohne Bayern-Geschichte. Ja gut, Tuchel hatte auch keine Bayern-Geschichte. Ja, morgen um 11 Uhr, Marc. Servus nach Dortmund. Ja, natürlich braucht es manchmal länger als ein Jahr ein Team zu bilden. So, das ist ja, was ich vorhin schon gesagt habe. Es kommt darauf an, wer geht. Wer füllt dann vielleicht diese Führungsrollen aus? Hat man auch die Eier dazu zu sagen, keine Ahnung, komm, Harry, du bist jetzt mein neuer Kapitän und nicht mehr Manuel Neuer, der in einem Jahr sehr wahrscheinlich dann nicht mehr da ist, weil wir jetzt eine neue Ära einleiten wollen und all diese Faktoren. Aber all das werden wir in den kommenden Monaten erleben, ne? Zwei Jahre in Hamburg, ja, das weiß ich nicht wie lange. Morgen ist Feiertag, so sieht's aus, ey. War das die Reaktion spätestens um 11? Das ist mir völlig egal, was du erwartest, Chibi. Hast du doch gehört, nur weil du Follower bist, Alter, nur weil du Kanalmitglied bist. Tja! Kriegst du am Freitag eine Beleidigung extra im Kanalmitgliedervideo. Ja, wenn man eine Sprache nicht spricht, das merke ich ja bei mir selber. Also mein Englisch ist auch grottig geworden. So. Seitdem ich in der neuen Firma bin, brauche ich kein Englisch. So. Verstehen, alles gut. Versprechen ist ein Graus geworden. Wenn sie nächstes Jahr kein Meister werden würden, aber man auf dem Platz sieht, dass das Spiel besser ist und unter Tuchel, dann ist es für mich auch in Ordnung. Ja, für mich auch. Im Netz findest du Kabinenansprache von Kompanie. Könnte ungemütlich werden für die verwöhnten Bayern-Spieler. Ich freue mich. Ja, muss man halt mal sehen, ne? Ja, natürlich. Ich denke, auch ein Eberl wird ihm ja auch gesagt haben, auf was er sich einlässt. So mit den Granden im Hintergrund und so weiter. Das ist ja, was ich gerade gesagt habe. Das ist halt Eberls Aufgabe dann. Ja?
Er ist Sportvorstand, das ist der Ansprechpartner für den Trainer. Und alles andere muss der Sportvorstand vom Trainer fernhalten. Dafür ist er Sportvorstand. Der kann da mit dem Uli und Kalle und was weiß ich, wen er da alles bezirzen muss. Das ist seine Aufgabe. Dafür ist er da. Ja? So. Und nicht der Trainer. Punkt. Gump, dumm ist der dummes Tool. Ne? Ja, ich weiß nicht. Olic war aber auch nie so der Lautsprecher, oder? Ja, Olic war eine andere Art Führungsspieler, immer durch Leistung, immer durch Ackern. Ähnlich wie es ein Brazzo war. Aber jetzt nicht so der... Zumindest meine Meinung. Ich finde es einfach gut, dass man wieder mal erkennt, dass ein langfristiger Plan dahinter steckt. Ja, hoffen wir es. Hoffen wir es, ne? Nee, eine Panikreaktion, denke ich, ist es auch nicht. Panikreaktion wäre Mourinho gewesen, ja. Sehe ich genauso. Die ganzen Kommentare bei Insta auf dem FC Bayern-Profil hält mein Kopf nicht aus. Hoffe, der steht drüber. Ja, gut, also. Leute, jeder, der sich heute auf Social-Media-Plattformen, ich meine, wir haben es hier selbst im Chat erlebt, wer sich darauf einlässt und darauf was gibt, nee. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich als Trainer da überhaupt die Zeit für nehmen würde. Ja. Ist aber auch kein Problem, dann soll der Winnie einfach auf dem Red Munich-Kanal gucken, dann weiß er, was Phase ist. Muss er sich nicht irgendwelche dummen, idiotischen Kommentare auf irgendeine Social-Media-Plattform reinballern. Dummes Zeug ist subjektiv. Nö. Nö. Wenn man sich hier hinstellt und sagt, mit Kompanie steigt der FC Bayern in die zweite Liga ab, ist das nicht mehr subjektiv. Dann ist es einfach nur dummes Zeug. Und zeugt davon, dass man keinerlei Ahnung von Fußball hat. Punkt. Über andere Sachen kannst du natürlich sagen, dass das subjektiv ist. Da stimme ich dir zu. Aber es gibt dumme Sachen, die einfach dumm sind. Fertig. Oh, der große GB kann sich anfreunden mit den Kompanie. Ist ja wild. GB, das wird schon. Nee, dann werdet ihr erst recht beleidigt für den Sub. Dann hole ich die ganz krassen Beleidigungen raus. Dann nenne ich euch nämlich Holzkopf. Und dumm wie ein Stück Holz. Ehrlich. Niklas, ich freue mich auf einen Neuanfang. Ja, viele Menschen nehmen alles persönlich. Deswegen ist ja auch Social Media so toxisch. Manche Leute nehmen das ja auch persönlich, wenn man den FC Bayern kritisiert. Dann fühlen die sich ja angegriffen, weil sie eine andere Meinung haben. Also. Ja, ich war heute auf jeden Fall nicht drüber. Wie wäre es mit dem Take? Company ist ähnlich aggressiv wie Uli zu seinen besten Zeiten. War der Uli aggressiv? Leben und leben lassen. Rotlose Grüße. Eine Frage bei der PK. Vincent, hast du davor Nagelsmann angerufen? Nee, dann kommt eher die Frage, hast du dich hier vorher mit dem Tuchel-Kurs geschlossen? Die erste Frage der PK von der Bild, wie fühlen Sie als Lösung Nummer 7? Wahrscheinlich auch. Winnie ist die letzte Chance für Opa, um die Kurve zu bekommen. Bin gespannt, ja. Es wird auch eine interessante Geschichte sein, oder?
Auf wen der Vincent da in der Innenverteidigung. Ich meine, wenn jemand die Kompetenzen hat, das zu beurteilen, ist es ja er. Ne? Also wird sehr, sehr interessant, auf wen er da setzen wird. Bin gespannt. Ja. Um 10:30 Uhr. Okay. Kai, hast mitbekommen, an der Sebener haben die den Trainingsplatz umgepflügt. In was? Bauen die jetzt Kartoffeln an oder was? Wenn man jetzt Bayern Kartoffeln kauft, wäre auf jeden Fall mal was Neues. Es wird aber auch mal Zeit, dass er nach dem Maulwurf suchen war. Kompanie als ehemaliger Abwehrspieler sollte Kim und Opa wieder hinbiegen können, wenn sie bleiben sollten. Aber muss man Kim hinbiegen? Muss man Opa hinbiegen? In der Kabine werden ab sofort Kopfnüsse verteilt. Ja, das würde ich mal feiern. Oder so wie bei Bud Spencer, so. Bumm. In der Halbzeit. Je nach Leistung. Chapeau, Max, vor ein paar Tagen sagt der Uli, wir nehmen Hansi, der akzeptiert einen Einjahresvertrag und kostet keine Ablöse. Max sagt, nein, Uli, nicht Hansi. Kompanie mit Ablöse, 3-Jahresvertrag. Das ist ein Statement. Max weiß keinen Umbruch mit Hansi. Max wird echt aufräumen, gut so. Ja. Ich denke auch, dass das ein Dingen ist, was du dem Max auf jeden Fall zugute halten kannst. Ist ja, was ich im Saisonfazit auch sagte, ne? Er muss sich jetzt einfach lösen. Vom Uli. Na, klar, du kannst den Uli dabei Laune halten, immer mal wieder seine Meinung einholen. Das ist ja auch völlig richtig und gut so. Uli ist nun mal Uli. Aber die Entscheidung, er ist der Sportvorstand. Er muss die treffen und er muss die durchsetzen. Feierabend. Punkt. Olic war eine Maschine. Ja, ich bin gespannt, wie der Kompanie abgeht als Trainer. Nee, ich denke nicht, dass wir einen Trainer brauchen, der sein Spielsystem auf die vorhandenen Spieler aufbaut. Weil genau das haben wir ja versucht, die letzten Jahre. Guck dir nur an, wie sehr sich ein Nagelsmann an den Spielern ausgerichtet hat. Ja, er musste ja betteln, dass man mal eine Dreierkette spielen darf in der Abwehr. Nee, wir brauchen jetzt den Trainer, den wir haben, wo es das Konzept vom Verein ist. Der Trainer muss dazu passen und jetzt musst du den Kader danach umgestalten. Und nicht andersrum. Also mit den Spielern, die Spieler haben jetzt 4 Trainer in den letzten, 4, 5 Jahren durchgeballert. Nee, da müssen wir nicht mehr darüber reden, dass wir einen Trainer suchen, der zu diesen Spielern passt. Den gibt es nicht. Wir haben jede Arten von Trainer gehabt jetzt in den letzten Jahren. Das passt halt einfach nicht mehr. Ansonsten hättest du einen Hansi holen müssen, ja. Hansi hätte gepudert. Mit Hansi hättest du aber dann auch keinen Umbruch oder eine Weiterentwicklung oder sonst was gesehen. Hättest du darauf hoffen müssen, dass Hansi gut genug pudert, damit die Spieler nochmal ein Jahr Bock haben. Ja. Ich finde, das ist eine interessante Wahl. Eine faire Chance sollte man ihm geben. Klopp war vor Dortmund auch nicht anders. Alonso vor Bayern 04 auch nicht. Ja, ganz genau, Brunner. Genau so sieht's aus. Ne? Zum einziges Sprechkanal wird doch nicht mehr auf. Das wäre auch wild. Langfristigen Plan hatte man mit jedem Trainer nach Ancelotti. Nee, mit Tuchel ja nicht. Der hat nur einen 2-Jahres-Vertrag gehabt. Sogar ein Flick hatte nichts geleistet, bevor er die Chance nach Kovac bekommen hat. Ja, ganz genau.
Sein Spieler aus Burnley, Brune Larsen, hat auf jeden Fall geschwärmt von ihm, bräuchte er jetzt ja auch nicht mehr machen. Ja gut, du hast ja immer Spieler. Du hast ja auch gesehen, dass Manuel Neuer vom Tuchel geschwärmt hat. Also du hast ja immer Spieler, die besser klarkommen oder schlechter klarkommen im Trainer. Ist doch völlig normal. Ich hoffe irgendwie, dass Kompany die beiden Opa und Kim etwas beibringen kann. Ich mag die und es wäre echt schade, wenn sie den FCB verlassen müssten wollen. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, das wird sehr interessant zu sehen sein, ne? Auf wen da gesetzt wird. Ich denke, wenn wir mit Viererkette spielen, aber wir haben 4 starke Innenverteidiger. So, es wird interessant sein, ne? Mit so einem eher unerfahrenen Trainer wird ein richtiger Umbruch unwahrscheinlich, oder? Das weiß ich nicht, ob das unwahrscheinlich wird. Warum soll das unwahrscheinlich werden? Weil du unbedingt erfahrene Spieler brauchst, oder? Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss haben wird. Also bei so einem Hansi Flick als Trainer hätte ich gesagt, der Umbruch ist unwahrscheinlich, ja. Weil Hansi halt sehr viel von gewissen Spielern hält. Weiß ich nicht. Ich denke, da können wir vielleicht morgen ein bisschen mehr hineininterpretieren. Wird ja mit Sicherheit die eine oder andere Frage kommen auf der PK. Natürlich wird es da keine klaren Antworten zu geben, aber man kann ja ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, ne? Das Bier aus der Nase, Sammy. Das ist ja eklig. Kompanie wird Hamann Kopfnüsse verpassen. Ja, könnte passieren. Ja. Eberl hatte bisher meistens ein glückliches Händchen bei Trainer. Liegestütz-Challenge. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine richtig geile Idee gewesen. Ich bin auch froh, dass Graugänse Hansi nach Spanien ist. Ich weiß auch nicht, was den FC Barcelona geritten hat. Ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr gespannt. Also, Hansi kann mich ja komplett widerlegen jetzt. Ne, wenn er Barcelona in den Griff bekommt, wenn er da wirklich junge Spieler integriert und sowas, kann der mich ja richtig widerlegen, der Hansi. Und ich gönne es ihm. Ohne Scheiß, ich gönne es ihm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange gut geht. Ja, das werden wir sehen, ob ein Kompanie Bock auf einen Kimmich als Außenverteidiger hat. Aber Kimmich hat ja keinen Bock, Außenverteidiger zu spielen, also. Wird das schon mal nichts werden, wa? Kompanie ist perfekt, er hat eine klare Philosophie, die auch zum FCB passt und zieht sie gnadenlos durch. Na gut, das werden wir sehen. Das habe ich über Tuchel auch gedacht, wo er zu uns kam, ne? Dass er klares Leistungsprinzip aufruft und das Knaller durchzieht, hat er auch nicht getan. Also von daher... Ich wünsche es mir, ja, ich wünsche es mir, Leute. Dafür mache ich jetzt auch 5 Liegestütz für eine Kompanie. Und für ein Ambo mal wieder. Ambo will heute Leistung sehen, ne? Ambo? Ach, herrlich, Leute. Aber ist doch schön. Ich wollte bis 20 Uhr machen. Bin unten angekommen. Chat hat sich beruhigt. Alle haben ihre Takes rausgehauen. Manche wilde. Manche gute. Es wird auf jeden Fall interessant bleiben bei uns, oder? Matzen hat auch schon eine Kompanie gespielt. Habe ich auch gelesen, ja. Ja, alles gut, Manfredo. Wenn sich die Leute beleidigt fühlen, dann ist das so. Geht mir am Pöppes vorbei, ne?
Barca hat Nachwege vom 8:2, das ist das Trauma. Ja, aber das, guck mal, man übersieht recht leicht, dass Kompany bei FC Burnley eine richtig schlechte Mannschaft hatte und es von Anfang an unmöglich war, die Klasse zu halten. Da sind wir halt wieder bei diesem Thema, was wir ja auch die letzte Saison hatten. Viele Fans sehen halt nur die Ergebnisse. Was völlig okay ist. Ja, wenn man sich nicht so sehr damit beschäftigt mit der Thematik, sich nur die Ergebnisse anguckt oder sich nur die Sportshow anguckt, irgendwelche Zusammenfassungen und so weiter, ist ja alles fein. Ist doch alles gut. Ne? Nur dann sollte man sich nicht davon angegriffen fühlen, wenn Leute da sitzen, die sich ein bisschen mehr mit der Thematik auseinandersetzen, das sogar verargumentieren, warum man das so sieht, dann hat man sich einfach nicht angegriffen zu fühlen von dieser Meinung. Ja, man kann ja eine andere Meinung haben, das ist völlig fein. Das ist ja nur das Schlimme. Ja, und das ist dasselbe jetzt wie jetzt diese Takes. Ja, der ist abgestiegen in der Premier League. Was will der jetzt beim FC Bayern? Ist der FC Bayern jetzt am Boden? Und ach Leute, ist da also so. Und ja, dann nenne ich solche Menschen halt einfach dumm. Und wenn sie sich dann dadurch beleidigt fühlen. Drauf geschissen, wa? Ja, wie es jetzt weitergeht mit den Vertragsverhandlungen, werden wir sehen, ne? Bin gespannt auch, ja. Genau, morgen PK. Ja, jetzt haben die Spieler ja auf jeden Fall keine Ausreden mehr, weil sie wissen ja jetzt, wer Trainer ist. Ja. Vielleicht gucken sie sich dann auch mal diese Ansprachen an, die er beim Anderlecht gehalten hat, und dann kriegt der eine oder andere vielleicht schon einen Eindruck. Das neue Gesicht soll Musiala werden, wa? Aber ich denke, so ein Pavlovic hat auch alle Voraussetzungen, wenn er aus der eigenen Jugend kommt, das kommende Gesicht beim FC Bayern zu werden. Gut, Leute, ich mache Feierabend. 20 Uhr, perfekt. Ich werde jetzt nämlich gleich noch ein bisschen daddeln auf dem anderen Kanal. Ja, wild. Wild. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, der Stream. Waren ja doch sehr kontroverse Meinungen da. Ich bin sehr gespannt auf den Kompany. Morgen gucken wir uns die PK an. Könnt ihr euch die Reaction gerne auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Und Montag können wir dann noch mal ein bisschen reingehen in die Kompanie-Geschichte. 18:30 dann wieder live. Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Habt einen schönen Abend, habt einen schönen Feiertag. Bis dann. Tschüss.